mehr. Dat sollten viele Politiker wie am Oktober 2013 für der italienischen Insel Lampedusa 366 Flüchtlingen am Mittelmeer ertrunken sind. Männer, Frauen, Kinder, jung und alt. Nie mehr sollt antreten, was seither immer passiert ist. Mit den zwei schlimmsten Katastrophen während der letzten Woche, an der über 1000 verzweifelte Menschen auf dem Weg von ihrer letzten Hoffnung grausam umgekommen sind. Nie mehr sollte so etwas wie Lampedusa geschehen. Dabei sind allein die letzte Woche rund 3-mal so viele Leute umgekommen wie bei Lampedusa allein. Wie Lampedusa geschieht, als 2013, ich war Justizkommissarin, habe ich das als Koschmar bezeichnet. Allein diese Woche hatten wir 2 Koschmaren, die noch viel mehr schlimm waren. No Lampedusa hat Italien das Projekt Mare Nostrum ans Leben gerufen, eine Seenotrettungsmission, bei denen Hirschschiffer konnte bis auf ein paar Seemeilen für die libysche Küste zurückkommen, für ein zweites Lampedusa ganz einfach zu verhindern. Dieses Projekt hat 9 Millionen Euro pro Monat gekostet, aber weil Italien dieses humanitäre Projekt nicht mehr finanzieren konnte, ist Mare Nostrum gestoppt gehen. Seit November letzten Jahr läuft ein Nachfolgeprojekt mit dem Namen Triton, den aber nicht über die notwendige Finanzierung verfügt, an die just Seegrenzen von Italien binnen 30 Seemeilen patrouillieren kann. Mare Nostrum hat ein Effektiv von 900 Leuten, Triton wurde lanciert mit einem Effektiv von 65 Leuten. Auch bei Schiffen, Helikoptern und anderem Material wäre Mare Nostrum viel besser aufgestellt, wie das heute der Fall ist. Obwohl am Vergleich zu Januar bis April 2014, wo das Projekt Mare Nostrum nach gelaufen ist, die Zahl der Flüchtlinge dieses Jahr aufgegangen ist, hat sich die Zahl der Toten mehr wie verneinfacht. Das beweist, das Projekt Triton ist gescheitert. Für was? Wie konnte es dazu kommen? Lassen wir mal von hier aufhängen. Ist die Kirche am Mittelmeer ein europäisches Problem, wie alle Medien es in die Luft zu holen repetieren? Wie ist es überhaupt zu der Katastrophe gekommen? Für das erste Mal, die Leute laufen fort, holen einen mörderischen Reis auf sich, weil sie daheim nicht mehr leben können. Krieg, Verfolgung, die Leute sich aus purer Verzweiflung, ihr Leben zu retten. Sie gehen zu Hunderttausenden an Flüchtlingslager rund um das Mittelmeer abgeholt. 800.000 an der Türkei, 650.000 an Jordanien, 1,1 Million am Libanon. Am Libanon sind das sogar 257 Flüchtlinge pro 1000 Einwohner. Das geht ja nicht. Da herrschen menschenunwürdige Zustände. Und trotzdem helfen die Leute hier an der Türkei, an Jordanien, am Libanon. Sogar unter dem Risiko, dass die eigene Nation dadurch destabilisiert wird. Es gilt, den Opfangländern zu helfen, und zwar gleich, für dass sie unter der Last nicht zusammenbrechen. Und da kommt Kriminalität ans Spiel. Die Leute, die für Krieg, Hunger und Gewalt fortlaufen, kratzen höchst Summen zusammen, für Schlepperbanden ihre Passage zu bezahlen. Die pferchen sie dann zu Hunderten an kleinen Booten und überlassen sie die Wellen, obwohl die Leute ihnen 5.000 oder sogar 10.000 Euro für die Passage bezahlt haben. Der Kriminalität ein Ende zu bereiten, ist höchst notwendig, mit allen Mitteln. Genauso wie wir es fertig bräuchten, der Piraterei bei Somalien ein Ende zu bringen, so sollen wir auch Hai ergreifen, sehr effizient, gemeinsam, massiv. Wenn die Leute gerettet können gehen, wen hält sie dann ab? Nehmen die Länder, wo sie auf der Plage landen, Italien, 64.000, Griechenland, 9.500, Spanien, 5.600. Indianer? Verschiedene machen hier Aufgaben. Deutschland hat zum Beispiel 202.000 abgeholt, Frankreich 62.000, Schweden sogar 81.000. Mehr andere sehr wenig. Tschechei,
1145, Estonien 155, Portugal 440, Polen 8000. Am Vergleich mit ihrer Einwohnerzahl ist das skandalös wenig. Lützeburg mit 1150 Flüchtlingen blamiert sich op mansdemol net. Lo gildet leif Leiit eng gerecht Verdelung vun dene Flüchtlinge firzuhöllen. Das ist eng Schwingerei, dat munch europäesch Länder sich für ihrer Verantwortung drecken. An Zukunft müssen alle Länder durch e gerechte Verdelungsschlüssel und der Solidaritätsaktion bedeligt gehen. Wir müssen das nicht nimmer machen, wir können es doch, wann wir Europäer zusammen schaffen. Die Lützeburger Regierung hat zusammen mit den Deputierten beschlossen, das Thema zu einer Top-Priorität von der Lützeburger europäischer Präsidenz zu machen, der ja bekanntlich den 1. Juli aufhängt. Europa muss handeln und nicht nur schwätzen. Und das ist gut, dass die Nationalministerinnen zusammenkommen, für Aktionen zu planen, aber da müssen sie aber auch dezidieren und durchführen. Nie mehr, das darf kein Eidelwerder sein. Sie müssen Pflicht sein für alle Europäer, für alle Länder, und selbstverständlich auch für uns Lützeburger. Es gibt keine einfachen Lösungen, aber Eidelwerder und Alibi-Propositionen gehen nicht mehr durch. Wenn wir Europäer und Lützeburger als Tradition von Menschlichkeit und Solidarität beibehalten, dann müssen wir eine Hand aufhaken, scheinheilig über die armen Flüchtlinge klagen, aber nicht bereit sind, den Menschen in Not konkret zu helfen. Das darf nicht mehr sein. Das sind wir als menschlichen und gesellschaftlichen Werte schuldig. Ich bin gespannt, was für eine Initiativen und Aktionen als Regierung vorschlägt, wenn sie vom 1. Juli Präsidenz von Europa überhält.